Persönlich wird Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Mit freundlicher Unterstützung von Gottlieber für anspruchsvolle Genießer. Persönlich. Bei Claudia Lesser. Persönlich bei Claudia Lesser heute mit einem ganz speziellen Gast. Er hat Sasso San Gottardo, das ist seine Festung, könnte man schon fast sagen, zum Museum gemacht. Was der Alfred Markwalder antreiben tut und wie es überhaupt zu dieser Geschichte gekommen ist, das finden wir heute heraus. Zuerst mal herzlich willkommen, Alfred Markwalder. Wir dürfen uns du sagen, das freut mich sehr. Sasso San Gottardo, für all die es jetzt nicht kennen, das ist dein kleines Prunkstück, darf ich schon fast sagen. Was ist das genau? Also Sasso San Gottardo ist eine ehemalige Festung, eine von vielen Festungen, die während dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde. Und wir haben die jetzt umgewandelt in ein Museum, wo wir erstens einmal die Festung zeigen, der historische Teil, wo man nachher durchlaufen, durchwandern und wo man auch eine Höhendifferenz von 80 Metern überwinden. Das sind 475 Stegentritte. Aber keine Angst. Die muss man nicht laufen, gell? Die muss man nicht laufen. Dort hat es ein Bändchen, ein altes Transportbändchen. Und wir sagen dem Bändchen Metro del Sasso. Und wir sind auf Tessiner Boden. Und dann hat es aber in diesen Räumen, die ursprünglich die Unterkünfte waren, die Essräume, Büro, Spital, das dort drin hatte. Dort haben wir Ausstellungen drin. Und dort haben wir als Prunkstück die grössten Kristalle, die je gefunden wurden. Die haben wir seit 2 Jahren jetzt dort hier. Und da darf ich ruhig sagen, das Publikum ist begeistert, für die anzuschauen. Das kann man wirklich sagen. Mittlerweile sind 70'000 Besucher nämlich auch schon in Sasso San Gottardo pilgert. Aber reden wir zuerst mal noch schnell über die Festung. Die Festung ist von 1941 bis 1945, also während dem Zweiten Weltkrieg, gebaut worden. Aber zum Glück ja nie richtig in Einsatz gekommen, oder? Das ist absolut richtig. Gottlob hat man die nie müssen brauchen. Der erste Schritt war eigentlich 1941 bis 1943. Und nachher hat man aber neue Kanonen, grössere Kanonen konstruiert, was einen Umbau nötig gemacht hat. Und so ist das nachher 1943 bis 1945 weitergebaut worden. Und man hat nichts anderes Gottlob müssen machen als Übungsschiessen, für die Rohre einzuschiessen. Ja, genau. Also man hat nie nach Italien geschossen. Man hat aber weit nach Italien hineinschiessen. Die Geschütze haben eine Reichweite von sage und schreibe 28 Kilometer. Das ist also sehr, sehr viel. Ja. Was ist denn nach 1945, also das fertiggestellt wurde und der Zweite Weltkrieg fertig ist? Wie hat man das nachher genutzt? Also das Redui ist ja eigentlich geblieben. Und erst im 1997 ist der Entscheid gefällt worden, dass man auch Sasso da Pigna, wie die Festung ursprünglich geheissen hat, zutut. Verschiedene Festungen sind schon vorher zugegangen, aber Sasso da Pigna, wie gesagt, die war immer noch in Betrieb gewesen. Und wir haben im 98 die letzten WK-Soldaten drin gehabt. Wir haben im 97 das letzte Mal mit WK-Truppen aus dem Sasso effektiv geschossen. Und das ist natürlich die Zeit vom Kalten Krieg, wo der bis, ja, kann man sagen, der Mauerfall 1989 ist dann nachher der Kalte Krieg eigentlich zu Ende gegangen. Aber wir haben nachher sukzessive an verschiedenen Orten die Festung zurückbauen, zugetan. Und beim Sasso da Pigna ist der Entscheid eben im 1997, 98 ist der gefällt worden. Das ist auch die Zeit, wo du ins Spiel gekommen bist. Wie vorher hat es noch keine Berührungspunkte mit dem Sasso San Gottardo. Dein Papi ist wahrscheinlich nicht, hat keinen Weg dort drin gemacht, Nein. Du auch nicht. Was ist denn im 97, 98 passiert? Wie bist du auf diese Festung gestoßen? Also, ich habe Militärdienst gemacht, wie das üblich, ich sage mal, dann zumal noch üblicher war als heute. Ja. Und dann habe ich
bin ich weiter befördert worden, bin Hauptmann geworden, bin Major geworden. Ich habe nachher ein Artillerieregiment geführt in dieser Region, aber nicht mit der Festung. Und bin nachher völlig überraschend 1997 Kommandant Stellvertreter von der Gotthardbrigade, Festungsbrigade 23 geworden. Und der Bundesrat hat mich nachher im 97 gewählt zum Kommandant auf 1. Januar 98 von dieser Gotthardbrigade, Festungsbrigade 23. Und dort war Sasso da Pigna drin. Und nachher ist aber, gerade wie ich gesagt habe, der Entscheid gefällt worden, die Festungen tut man auch zu. Und wir haben, man mich gut besinnen, wir hatten eine Stabsarbeitswoche gehabt. Und dort hat man am Abend noch gearbeitet, aber ich habe immer gesagt, so 9, halb 10 geht man noch zusammensetzen, nimmt man ein Bierchen oder sonst etwas. Und dort ist ein junger Offizier gekommen und gesagt, Herr Brigadier, was machen wir eigentlich mit dieser Festung? Und so ist die Idee aufgetaucht. Und nachher habe ich mit einer Arbeitsgruppe, haben wir angefangen, Ideen entwickelt, habe ich Arbeitsgruppen eingesetzt. Und dort hat man die verrücktesten Ideen gehabt, Hotel. Wobei, das hat man sofort gesagt, das geht nicht, weil ich nur 4 Monate offen haben. Anfang Juni bis Mitte Oktober haben wir offen. Läuft ja gar nicht. Und sonst läuft gar nichts. Und das wäre von den Kosten her und 24-Stunden-Betrieb, das ist nicht möglich. Dann haben wir mit Kunst, mit Theater, mit weiss ich nicht was, alles zusammen, hat man dort geredet, was man könnte daraus machen. Und schlussendlich haben wir nachher gesagt, eben, wir wollen auf der einen Seite den historischen Teil zeigen. Und weil die ganze Festung, die ist 1,6 Kilometer lang, also vom Eingang bis zu den letzten Geschützen. Es ist also enorm. Und es waren etwa 450 Leute in dieser Festung. Die hatten ein Spital gehabt, notfallsmässig, wenn ein Angriff wäre, dass man die Leute auch versorgen konnte. Pflegen. Ja, pflegen und alles zusammen. Also es ist im Prinzip eine absolute, intakte Infrastruktur, die man dort bis 1997, 98 gepflegt hat. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man im Militär war. Schon mal nicht, aber so. auch in dieser Dimension haben es wahrscheinlich auch viele, die im Militär waren, noch nie gesehen. Und wir schauen uns das jetzt mal an. Ist gut? Okay. Sasso San Gottardo haben einen kleinen Einspieler vorbereitet, wo Sie sich einmal vorstellen können, von was für einer Dimension wir da reden und vor allem, wie das jetzt über heute aussieht. Sasso San Gottardo ist eigentlich ins Leben gerufen worden Ende der 90er Jahre, wo die grossen Festungen zugegangen sind. Da hatten wir die Idee gehabt, die Festung aufrechtzuerhalten mit einem historischen Teil, der eindrücklich zeigt, wie das Redwi im Zweiten Weltkrieg funktioniert hat. Wir konnten in 2015 die Riesenkristalle, es sind die grössten Kristalle, die man weiss, die in den letzten paar hundert Jahren mindestens in Europa am Plankenstock, also ganz in der Nähe vom Gotthard, gefunden worden, reinbringen, reintun und den Leuten zeigen. Über die ganze Zeit, seitdem wir offen haben, sind bereits über 70'000 Personen in diesem Sasso San Gottardo drin. Da sind wir stolz drauf und wir sind überzeugt, dass wir auch mit diesen Kristallen etwas sehr Schönes weitermachen können, in eine Wunderkammer nachher reingehen. Wahnsinn, also wunderschön gelegen im Herzen der Schweiz. Man kann schon sagen, es ist eine der grössten Festungsanlagen, die es in der Schweiz überhaupt je gegeben hat. Was war für dich eigentlich so die Motivation, dass du gesagt hast, du treibst das voran? Ich meine, jetzt in den letzten paar Jahren hat dich das doch recht beschäftigt, abgesehen, dass du ja jetzt so eher zufällig dazugekommen bist. Hast du nachher richtig viel Zeit investiert? Wieso hast du dir das so ans Herz gemacht? Ich habe einfach gefunden, Sasso da Pigna und nachher Sasso San Gottardo ist etwas, wo den Leuten die Augen auftut, was ist ein Redwi überhaupt war. Das war ja immer ein Mythos. Niemand hat genau gewusst, wie viele Festungen und wo die Festungen sind. Die waren geheim. Und als ich Brigadenkommandant war, musste ich eine Bewilligung haben bei der Administration,
das ist notiert worden, der Brigadier Markwalder geht jetzt in Sasso da Pigna rein. Also ich habe nicht einfach dort hier rein können. Das war also alles zusammen unter strengster Geheimhaltung. Und der Bau hat mich fasziniert. Und nachher auch, wo wir die Ideen haben angefangen zu entwickeln, was machen wir daraus mit Themen, die mit dem Gotthard verbunden sind. Wir haben gewisse Sachen immer noch drin, wir haben gewisse Sachen austauscht und neue Elemente dort hier rein da und sind momentan auch wieder dran, weiter neue Elemente dort hier in das Sasso reinzubringen, weil wir sagen einfach, es muss leben. Und wir haben viele Leute, die sagen, ich bin das zweite, das dritte Mal da, weil ihr habt wieder etwas Neues gehabt und eben die Kristall, die Wunderkammer, die jetzt noch kommt und weitere Sachen. Wir sind ja dran zu schauen mit einem Kunstwerk, das ein Künstler da entwickelt. Da müssen wir schauen, wie das alles zusammen rauskommt. Wir hoffen auch zusammen natürlich, das komme gut. Und das wieder zu zeigen. Und es gibt weitere Ideen, die wir dort hier nachher realisieren wollen. Ja, in den nächsten Jahren. Laufend, ja. Es ist aber auch ein Militärthema. Ich glaube, das ist etwas, das dich auch sehr stark das ganze Leben wahrscheinlich verfolgt hat. Abgesehen von, dass du noch Rüstungschef warst beim VBS von 2001 bis 2008, 2009. Wann hat das angefangen, die Faszination? Da steckt wahrscheinlich auch etwas von dieser Festung mit drin. Hast du schon als Kind schon cool gefunden, mal ins Militär zu gehen? Eigentlich nicht, aber dass ich jetzt da irgendwie ein Ziel hatte, sondern es ist einfach schrittweise vorwärts gegangen. Und ich kann mich noch besinnen, als ich in die IBM eingetreten bin, war gerade der Punkt für die Frage Generalstab oder nicht. Und ich habe gesagt, das kann ich nicht, das muss ich schauen mit der Firma und so weiter. Und habe mit diesen Leuten geredet. Und dort haben sie gesagt, ja, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt das, dann macht das. Also das hat mich im Prinzip animiert. Auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, ich bin ganz am Anfang von meiner IBM-Zeit. Ich habe nicht genau gewusst, was wartet mir dort hier. Und da habe ich nachher Gottlob das gut kombinieren, auch als ich international tätig war. Und, das bist ja oft in den 23 Jahren bei der IBM. Da bin ich lang nachher, ja, dort hier auch im Ausland. Also das heisst, ich hatte sehr viele Auslandkontakte, wo man dann herumgereist ist. Ich habe verschiedene Länder unterstellt in einer Produkteinheit, den Grossdrucker. Und dort hier hat man natürlich auch wieder schauen, wie ist das alles zusammen dort hier machbar. Und mein Chef in Holland, ich kann mich noch besinnen, als ich gesagt habe, nein, der kann ich nicht. Dort habe ich einfach eine wichtige militärische Sitzung. Er hat gesagt, Alfred, akzeptiert, aber wir kommen einmal zu dir schauen, was du machst. Und dann sind die Manager aus den verschiedenen Ländern in die Schweiz gekommen. Und eine Militärsitzung? Ja, klar. Nein! Also es war natürlich aufgelockert. Das ist ja klar. Oder? Aber ja, die effektiv einmal zu Besuch gehabt. Ja. Das sagt ja auch schon sehr viel über dich aus. Und das machen dann auch Herr und Frau Schweizer über unsere Gäste. Das haben wir bei dir natürlich auch gemacht, Fred. Jetzt musst du dich gut heben. Das ist nämlich das, was Herr und Frau Schweizer über den Fred Markwalder sagen tut. Sehr spannend, was da alles rausgekommen ist. Hoppla. Ja, ist ein ehemaliger Militarist. Das ist zack, zack, so. Aber er sieht nicht so aus. Im Gesicht, von der Physiognomie sieht das wie ein normaler, gutmütiger Mensch. Ja, so sind sie ja mehr ein bisschen strategisch so. Ich habe das Gefühl, wenn man so anschaut, eher noch ein bisschen menschlich. Ein aufgestellter, lustiger. Er sieht jetzt nicht gerade verbissen aus. Also, er sieht aus wie ein sehr netter Chef. Er tut sich auch einsetzen für das Sasso San Gottardo, für die Festung, ehemalige Festung. Der hat viel erlebt. Der muss für vieles gerade stehen, wo vielleicht ein bisschen rumgelaufen ist. Hat sicher ein paar gute Geschichten auf Lager. Ich würde sagen, er war sicher so ein mega strenger, aber so von innen ist er sicher ganz ein weicher Mensch. So, nicht? Ja, er ist wahrscheinlich ein familiärer Mensch. Ja. Sieht auch sehr sympathisch aus. Als ob er auch sehr viel Wissen hat über das Allgemeine. Man gibt ihm gar nicht, dass er mal Militärtier war. Ja. Hey, was da alles rauskommt,
Alfred, Ja, hast du allerdings, gesagt. da bin ich völlig überrascht. Ja, aber du musst für vieles gerade stehen. Ja, es hat natürlich schon Sachen gegeben, wo Entscheide sind gefällt wurden, auch von meinen Mitarbeitern, eben, als ich Rüstungschef war dort hier. Und Beschaffungen, die sind natürlich immer im Fokus auch von der Politik. Wir haben das gesehen mit der Kampfflugzeugbeschaffung Gripen, die gescheitert ist und so weiter. Da spielt Politik sehr eine grosse Rolle. Und das hat auch geheissen, ich habe mit den Leuten aus der Sicherheitspolitischen Kommission, National- und Ständerat, habe ich auch immer wieder Kontakt gehabt. Und die sind auch gekommen und haben Fragen gestellt. Und auf der anderen Seite, bei meinen Mitarbeitenden, habe ich immer gesagt, ich will nicht einfach die grössten Projekte von euch hören, sondern dort, wo das Potenzial ist, dass irgendwo etwas neben rauslaufen könnte. Das ist eine gute Taktik. Ja. Da kann man schon mal vieles antizipieren. Was hat dich dann am meisten geprägt? Ich meine, der hat unglaublich viel erlebt. Das hast auch. Du warst Rüstungschef ohne grossen Skandal. Oder man kann sagen, ohne überhaupt Skandal. Darf man sagen, es kann auch nicht jeder Rüstungschef von sich sagen. Was hat dich am meisten geprägt in den letzten 50, 60 Jahren? Also sicher die Vielfalt der Tätigkeiten, die ich machen konnte. Und damit auch, dass man Leute lernen kennen, hochinteressante Leute. Aber auch ist gefordert worden, Entscheidungen zu treffen und zu schauen, dass nachher in die richtige Richtung zu gehen und dürfen Verantwortung zu übernehmen. Das war sicher hochspannend gewesen. Haben wir aber auch gehört, das machst du wahrscheinlich auch gerne. Du nimmst auch gerne Verantwortung. Das darf ich schon sagen. Ich übernehme gerne Verantwortung. Ja. Ja. Du hast auch noch Familie gehabt, mit 2 Jungs daheim. Du hast denn das 3? Sind 3 sogar? 3 Söhne. Ah, okay. Ja. Du, wie ist denn das gegangen? Mit dem vielen Hin- und Herreisen während der IBM und dann dieser Militärkarriere an der Seite? Also da darf ich natürlich meiner Frau schon nicht ein Kränzchen, sondern einen riesengroßen Kranz winden, was sie dort hier alles zusammengeleistet hat. Weil ich bin effektiv sehr, sehr viel bin ich unterwegs gewesen. Und sie hat an diesen Orten natürlich auch mitkommen, irgendwo, wenn ein Anlass war. Das war schön. Aber der Erziehung, also das hat schon zum allergrössten Teil hat das meine Frau gemacht. Das darf ich ruhig sagen. Ja. Ja. Wir schauen dir mal noch schnell ins Gesicht. Das machen wir mit dem Pietro Sassi, unserem Gesicht lesen. Und auch er hat bei dir ein paar ganz spannende Merkmale entdeckt. Alfred Markwalder, Stiftungspräsident von Sasso San Gottardo. Persönlichkeit. Oh, ja, ganz verrückt. Leidenschaft und Temperament. Das sieht man hier in den Augenbrauenbehaarung. Die sind ja ziemlich buschig. Ja. Und buschige Augenbrauen, ja, die sind immer Leidenschaft und Temperament. Was er auch immer gemacht hat, ist er mit Leidenschaft dahinter gewesen. Gleichzeitig ganz breite Nase. Oh ja, das ist ein breiter Nasenrücken. Nasenrücken, der breit ist, heisst immer, unter Druck funktionieren die Leute besser. Und das macht er sicher. Effizienter sein, unter Druck besser. Gleichzeitig, und das kommt auch noch gerade drin rein, weil seine Nase da noch so ein bisschen vorne runtergeht, heisst das natürlich, kann auch gut beeinflussen. Oh ja. Beeinflussen oder sehr gern, aber hochanständig. Und das auch immer gut verpacken. Ja, und dann haben wir etwas ganz Tolles. Das ist, er hat ein Unterlippenpolster. Also da ist seine Unterlippe und dann haben wir da unten noch ein Zusatzpolster. Das ist hautfarbig und das ist recht gut ausgebaut. Und das heisst, neigt dazu, das Geniessen in gewissen Situationen manchmal zu übertreiben. Das könnte ja noch spannend werden. Da lachst du, stimmt denn das? Ja, also ich genieße das schon. Also, erstens mal, eben, wenn du mit der Frau zusammen sein kann, wenn wir irgendwo unterwegs sind miteinander, das tue ich wirklich auch genießen. Und ich sage auch, man muss das Leben genießen. Oder? Man darf sich nicht einfach da zurückziehen und so weiter. Auf der einen Seite hat man die Aufgaben, die man wahrgenommen hat, und da hat man viele Leute lernen kennen. Und das muss man nachher auch können,
auslegen, auskosten und genießen. Jetzt hast du wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Zeit. Du hast Stiftungsratspräsidium abgegeben an deinen Nachfolger. Hast du ganz bewusst ein bisschen mehr Zeit verschaffen? Ja, ich habe es natürlich die 3 Jahre, die ich als Stiftungsratspräsident gemacht habe, das waren sehr, sehr intensive 3 Jahre gewesen. Und hier, also wenn ich jetzt darf das ruhig sagen, aber es waren über 40 Mal, als ich letztes Jahr auf dem Gotthard an Führungen war. Und das spürt man natürlich im Alter dann schon. Das sind 1500 Meter Höhendifferenz, wo man da jeden Tag auf und ab fährt. Und es sind 2 Stunden Fahren ein Weg und so weiter. Und da muss man nachher einfach, wenn man gut 70 war, da hier, muss man dann einfach schon ein bisschen wissen, dass man kürzer treten muss. Ja. Und jetzt werde ich die Zeit einfach mit anderen Sachen genießen. Es gibt gewisse Sachen, die ich noch fertig mache, Projekte, in denen ich bin. Das Thema ist natürlich immer das Fundraising. Da helfe ich noch ein bisschen mit, weil das ist sehr aufwendig und ganz ein wichtiger Teil, weil ohne Finanzen geht natürlich nichts. Ja. Was wünschst du dann für Sasso San Gottardo für dich die nächsten 10 Jahre? Also sicher, dass wir immer wieder neue Projekte dort oben realisieren können, die man auch finanzieren kann. Weil wir müssen natürlich zuerst schauen, ist die Finanzierung sichergestellt, bevor wir nachher in ein Projekt definitiv einsteigen. Und das ist das, was ich natürlich schon wünsche. Ich wünsche mir auch, dass wir weiterhin so viele Besucher haben. Eben, total seit Ende 2012 haben wir über 70'000 Besucher gehabt. 20'000, je 20'000 in den beiden letzten Jahren. Und das darf man sicher auch behaupten, das ist eine Belebung von dieser Region, vom Gotthard oben, dass wir die Leute hier herbringen können und denen doch etwas zeigen, das nicht eigentlich aus dem täglichen Leben herauskommt, sondern das ist also schon etwas Spezielles. Das ist es auf jeden Fall. Ja. Muss man anschauen, wenn man es noch nicht angeschaut hat. Alfred, ich danke dir sehr, bist du da gewesen. Ich habe zum Schluss auch noch etwas Kleines zum Geniessen. Da haben wir ja gehört, das Unterlippenpolster spielt doch eine Rolle in deinem Leben. Oh, vielen Dank. Ich wünsche euch viel Erfolg mit all dem, was jetzt hier noch kommt. Merci vielmals, danke bestens. Und wir schauen am nächsten Donnerstag auch zurück auf die letzten paar Wochen und Monate und zeigen Ihnen die nochmal das Beste von allen persönlichen Tags vom letzten halben Jahr. Ich hoffe, Sie schauen wieder rein. Bis dahin eine gute Zeit. Donnerstagabend 22:00 müssen Sie sich schon mal vormerken, weil dann gibt es nämlich unser Best-of. Adi miteinander. Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Mit freundlicher Unterstützung von Gottlieber für anspruchsvolle Genießer.